so gut. Ich bin noch nie auf das Auto verladen Richtung Kandersteg gegangen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir das Abenteuer doch die neue Woche an, indem ich weggehe. Tschüss, Tristan! Salut zusammen! Bei mir ist jetzt gerade Montag am Morgen und ja, heute zum Wochenstart gibt es 2 neue Mitbewohner. Und damit alles bereit ist für die, wenn die kommen heute, gehe ich jetzt zum Stall runter und dort noch 1, 2 Sachen vorbereiten. Also lasst euch überraschen, wer unsere neuen Mitbewohner sind. Jetzt bin ich schon auf dem Abendweg, um unsere beiden neuen Mitbewohner in Empfang zu nehmen. Ja, ich freue mich riesig auf sie. Sind ihr auch gespannt? Ja, bald sehen wir es. Sena, haben wir 2 neue Mitbewohner. Odin? Ja, sag mal Hallo. Hä? Wer bist denn du? Der Odin, gell? Der Odin und Freya, ja. Warte, gib dir noch ein Stückchen Brot. Schau da, Odin. Ja, warte, ich brich dir ein bisschen Brot ab. So, hopp. So, schau da. Feine, du. Gell? Willkommen. Ja. Hä? Bist du in deinem neuen Daheim? Hä? Bist du in deinem neuen Daheim? Gell? Ja, ihr 2 Hübsche. Odin und Freya. I'm good at getting bad timing right. I'm good at getting bad timing right. Einen hübschen Odin. Alright at getting good timing wrong. I'm good at getting bad timing right. Es ist mega herzig, weil die Geissen haben noch nie Hühner gesehen und die Hühner noch nie Geissen. Und sie sind jetzt ja Nachbarn. Und jetzt lernen sie sich gegenseitig so kennen und ihre Geräusche. Mega herzig zum Beobachten. Ooh, yeah. Bad timing. Well, I keep missing trains and buses. Sometimes I even miss the point. Wir haben einen Auftrag, gell? Ja, die 2 neuen Mitbewohner sind da und jetzt muss ich da schon die ersten Verbesserungsmaßnahmen machen. Und zwar das Türchen ein bisschen höher machen. Weil sie sind beide schon wieder vor den Füßen draufgestiegen. Und ich habe dann gesagt, nein, aber. Hat funktioniert, aber wer weiß wie lange, gell? Und ich habe dann keine Lust, dass die mir jetzt schon ausbüchsen. Und da der Colli ja nicht da ist, heisst das, sie muss das selber machen. Ja, jetzt habe ich da mal ein paar Werkzeuge und ein paar Sachen parat. Mal schauen. Plan habe ich noch keinen, aber es wird schon schief gehen. So, meine Konstruktion ist fertig. Und zwar habe ich da auf der einen Seite noch die 2 Holzbalken angesetzt. Auf der anderen Seite, wo es ein bisschen tiefer ist, habe ich da noch so ein Gitter rein gemacht. Gell? Nehmen wir da alles mal ein bisschen auf, dann sieht man das ein bisschen besser. Hä? Gell? Was meinst du dazu, Odin? Hä? Was sagst du? Ist gut so? Freya? Sind ihr zufrieden? Hä? My friends all keep on making fusses, but I don't mean to disappoint. I just got bad timing. I said I'm good at getting bad timing right. Auch der Chili sieht jetzt zum ersten Mal die Schaft dort unten, gell Chili? Hä? Schau mal dort. Neue Mitbewohner. Recken sich und strecken sich, um an die obersten Blättchen herzukommen. Hä? Gell? Ja, das sind unsere 2 neuen Mitbewohner am ersten Morgen. Es ist heute ein bisschen feucht und regnerisch und darum sind sie lieber im Stall. Ja, ich habe jetzt gerade Odin und Freya gefüttert, ihnen frisches Stroh und Heu gebracht und sonst noch ein paar Leckerbissen. Und es ist ganz klar, also auch wenn ein Stück Brot ist und so, also die Rangordnung ist definitiv klar. Zuerst frisst der Odin und dann, wenn er dann so ein bisschen genug hat und findet, so, darfst du jetzt auch noch ein Leckerbissen haben, dann darf sie dann auch. Aber sonst extrem krass, hä? Not bad at getting wrong timing good. I'm alright at timing good, getting bad. Yeah!
Es ist so schön, die Heize. Und Freya und Odin jetzt auch da. Jetzt haben wir ihnen frischen Heu gegeben. Also frischen Heu. Heu kann ja nicht frisch sein. Aber wir haben ihnen mit Heu aufgefüllt, wo wir noch haben auf Lager dort oben. Aber das wird weniger. Und jetzt gehe ich mit meiner wunderbaren Frau schön vom Sohn. Ja, so ist es. Es ist schön in der Rüste zu sein. Und heute ist erst Dienstag. Es geht noch viel, es geht noch viel. Jetzt haben wir schnell einen Zwischenstopp gemacht im BU Zoo Stall, im Stall vom BU Zoo. Genau. Mit jetzt noch ein Stroh. Ja, jetzt darf ich euch mal schnell zeigen von innen, wie es aussieht. Ihr seht, der Boden ist da kaputt. Das Dach auch. Das heisst, ich muss jetzt das Dach abdecken mal mit Blachen und so weiter. Und dann nehme ich den Boden raus. Also nicht jetzt, natürlich. Nehme ich einfach den ganzen Boden raus. Dann ist es zugänglicher Staat. Und es ist für den BU Zoo einfach ein Dach. Ja, und eine Windschille und ja, weiß ich nicht. Mal schauen. Es muss sicher mal alles ausgeräumt werden, weil da ist alles Morsch. So, jetzt haben wir es wieder ganz umgesühnt. Eine neue Fläche. Und wir gehen mehr rechts und sie haben immer wieder Neues zum Essen. Also es geht schon immer wieder besser. Well, I never stop to look and listen. I just don't know what's going on. Mittwochnachmittag. Und ich bin da im BU Zoo am Haagdesignen. Die Bäume habe ich heute Morgen noch mehr geschnitten für die Pfosten, die bringen jetzt da hin. Ja, weil BU Zoo ist jetzt eine Priorität, weil Odin und Freya sind da. Und die nächsten 2 Tiere haben sich schon angekündigt. Hey, wenn du eine Liste willst sehen von allen Tieren, wo kommen? Gang ins Facebook, Paradies in Dresden, geh dort schauen, wenn du schon dort bist, folgen. Und dann siehst du alle Tiere und du kannst raten, welches echt als nächstes kommt. Wir wollen sie nicht mit Odin und Freya zusammen haben, wir wollen sie separat haben. Und darum gibt es dort hinten den Tierpark und da den BU Zoo. Und ja, so geht's halt. Jetzt muss halt ein Haken her. Was meint ihr? Lässt sich das als Design blicken? Keep tripping up on stuff I'm missing. Oh, I'm so tired of getting good timing wrong. Guten Morgen! Eigentlich sollte ich auf dem Weg in die Schule sein. Aber gestern Abend ist uns Freya ausgebüxt. Und ja, es ist irgendwo da bei uns auf dem Land. Und bis ich die Freya gefangen habe, kann ich halt nicht in die Schule. Weil, ja, das müssen wir schon im Griff bekommen. Der Odin ist noch da. Die Freya will ich ganz klar holen bald. Und ja, alles in einem Tag von Dresden. Hey! Mal schauen, wie der Rest des Tages läuft. Es ist sicher gut. Es ist auch jetzt schon gut, weil wir sind am Lernen. Das heisst, dort, wo sie ausbüchst ist, wird sie nicht mehr ausbüchsen. Niemand wird mehr dort ausbüchsen. Hey, wir werden fortlaufend besser. Aber bis dann müssen wir noch ein bisschen üben. Bedtime man. Das Schöne ist, wenn man ein Tier ausbüchst, dann geht man wieder das ganze Land anschauen. Und ja, jetzt sind wir mit dem Odin an der Leine und er ist am Rufen. Ruf mal. Er ruft immer wieder die Freya und wir hoffen, sie kommt dann so. Wir haben sie gesehen. Also ich habe sie gesehen schon heute Morgen. Sie ist noch auf dem Land. Ja, jetzt müssen wir sie nur noch einfangen. Freitagmorgen, wenn ihr seht, geht es mir gut, ich sitze in der Sonne. Gestern war ein strenger Tag. Richtig, richtig streng. Körperlich, emotional, einfach streng. Und
Ja, und ich habe dann noch blaue Flecken, um es bestätigen. Ja, aber heute ist ein neuer Tag. Ich habe gestern auch viel gelernt. Wir haben das ganze Land gesehen. Wir haben Katz und Maus gespielt mit Freya. Sie ist ja unserem Mittwochabend ausgebüxt. Sie ist immer noch draußen, aber heute Morgen war sie beim Stall. Ja, sie ist schauen zum Stall und als sie mich gesehen hat, ist sie wieder ab. Aber das heisst, sie kommt wieder zum Stall, das ist schon mal gut. Und wir wissen, sie ist auf dem Land. Das Land ist gut abgeregelt. Ja, wir wissen, sie ist da. Und ja, besser so als anders. Ja, jetzt haben wir natürlich den Stall schon wieder viel mehr verbessert. Es ist viel sicherer und ich bin fortlaufend dran. Wir werden gescheiter. Wie alles andere, wir lernen dazu. Unsere Chefs haben wir im Griff. Die Nachbarn, seine Chefs sind uns auch immer wieder auf Besuch. Ja, ich merke, bei uns aber ist es spannend. Aber es passiert alles, wie es muss passieren und Schritt für Schritt mit mir lernen. Also können wir da einfach noch Danke sagen. Und wir müssen es hinnehmen, wie es kommt, weil es kommt, wie es kommt. Und Nerven und hässig werden bringt uns ja nicht wirklich viel. Darum geht es weiter im Text. Ich bin jetzt dran, Claudia ist unterwegs. Übrigens, bin ich noch ein Buch am Lesen über Permakultur und Kinderunterrichten. Weil natürlich wir werden da für Kinderunterricht anbieten und der Sam hat eben auch noch viel vor. Ja, also, ich kann weiterarbeiten. Und idyllisch oder nicht, wie wir es leben, so eben am Freitagmorgen in der Sonne beim Kaffee trinken. Es ist auch streng. Oh, es ist fast im Griff. Und dafür sind jetzt am Nachbarn bei uns auch noch. Ja, beim Dresden ist es halt schön, da wollen alle bei uns sein. Colin, was machst du gerade? Ja, ich war eigentlich am Spazieren mit dem Odin und prompt zufälligerweise treffen mit Freya. Und ja, jetzt gehen wir mal alle zusammen heim. Mal schauen, ob Freya Lust hat zum Mikro heute. Ich sage euch, ich bin froh, wenn wir dann im Stall sind und alles ist schön zu Ende. Ich auch. Also gehen wir Los! Ihr zwei, komm, wir gehen. Er ist eifersüchtig, weil sie Brot hat. Auch, Odin. Der Moment, wo beide Geissen im Stall sind. Ja, yeah, schön. Seit dem Mittwochabend war es nicht mehr so weit. Und Streit hat es gegeben, Schweiß hat es gegeben, Blut hat es gegeben, Tränen hat es gegeben. Aber weißt du was? Für den Moment jetzt, das Ausschnaufen. Für das hat es sich gelohnt. Hey, und jetzt haben wir das Mundbuch bekommen. Und eigentlich heisst das der untere Trieste oder der Hutenstrieste. Und die erste Notiz von einem Heime da oben, die erste Notiz ist 1639. Yeah. Immer noch Freitagabend. Schau mal, das ist, wo die Chefs sind. Man sieht es eindeutig. Tag für Tag haben wir sich ein bisschen verschoben. Den australischen Teich kann man jetzt viel besser vergraben. Der Wasserhügel ein bisschen befreiter. Und ja, jetzt sind wir schon da hinten im Auenwäldli. Jetzt hier das Leasbach. Da steht ein Leasbach. Sie putzen alles rausputzen. Und da das Auenwäldli. Zwischenzeit haben wir unsere Häge auch schon parallel, also da in der Mitte. Da vorne die Öffnung da irgendwo, das heisst, wir können jetzt die längs Auenwäldli machen. Ja. Morgen geht Claudia auf Basel, an den Weihnachtsmarkt. Ja, freue mich mega. Machst mit du mal- meiner Tochter. Yeah. Machst du ein Video für uns?
Ja, mal schauen. So schnell, einfach schnell anstoßen, damit wir sehen, dass du bist. Ja, ist gut, das Gläschen Glühwein. Und ich gehe nicht mit, weil in der Basler Weihnachtsmarkt hat es den weltbesten Hutladen. Und ich komme in Versuchung. Also anstatt in Versuchung bleibe ich daheim und schaue auf die Chef. Genau. Und auf die Geissen. Und auf die Hühner, und auf die Hunde, und auf die Katzen. Ja, irgendjemand muss daheim bleiben. Genau. Ja, geil, viel Spaß. Ja, danke. Unglaublich. Schlimmer als ein Sack Flöhe. Viertel vor 5 Uhr, Freitagabend. Freya ist schon wieder ausgebrochen. Ey, kaum eine Stunde da gewesen, hä? Wir waren bei der Chef, ja, haben wir ja gesehen. Und jetzt ist sie wieder ausgebrochen. Ja, nein. Ja. Gell, Odin, sag nur. Freche. Wir sind jetzt hier am Essig anschauen. Also beim Roten haben wir Schimmel. Da will nichts, den rühren wir fort. Aber beim Weißen ist es schimmelfrei. Das heisst, den können wir umsetzen. Und schau. Also Claudia, was ist jetzt? Das oben durch ist die neue Mutter und das unten durch die Altmutter? Ja, genau, das oben hat sich neu gebildet. Das ist neu gebildete Das Mutter. ist Original, genau. Und dann, das Flüssige ist jetzt Essig. und das Flüssige ist der Essig und der Altmutter. Ist da unten? Ja, aber was passiert Dürre. nachher mit dem? Das Palt ist. Bald Das ist kannst du jetzt wieder teilen. der Alt oder der Neu? Beide. Beide? Also ja, können wir du nachher kannst 4? teilen. Kannst du jetzt 4 draus machen? Ja, du kannst so viel wie willst, kannst auch in kleine Fläschchen. Kannst du auch 8 draus machen? Ja, Colin. Wow! Multiply! Aber jetzt muss es immer weiss sein. Oder kannst du auch rot, nochmal neue rote machen aus dem? Nein, glaub's nicht. Ich weiss es nicht. Keine Ahnung, frag den Patrick. Also, wir fragen den naturbelassenen Selbstversorger. Und also der Rotmutter kann man jetzt nicht mehr brauchen wegen dem Schimmel. Der rühren wir alles fort, oder? Ja, Einmal Schimmel, immer Schimmel. Einmal immer Schimmel, immer Schimmel. Gut, also haben wir etwas gelernt. Well, I know that you're down, just feeling like you can't get up. Als ich nachgefragt habe, wegen der Freya und Ausbrechen und so, hat es gelacht und geheissen, der Spruch, Schöffe wissen nicht, wie ein Hag bauen. Das wissen nur die Geissler. Da wir alles machen miteinander, müssen wir halt alles lernen. Ja, jetzt, Samstagmorgen, ich fange mal an und schneide da die ganzen Hagebutten zurück. Weil wir haben gemeint, das lange als Haken für die Geissen. Aber ich glaube, Freya bricht durch die Donen aus und darum müssen die alle weg, damit ich es richtig zumachen kann. So geht's. I just wanna offer a little bit of love. Now, I don't really know what to do, but I hope that singing makes it better. Oh yeah. Yeah, 'cause singing makes it better when you've got a broken heart. And singing makes it better when everything's falling apart. Well, if you So got the sieht das von blues, just unten aus. bust out a tune. Und ja, Singing makes it better. ja, aber Oh Gruppe, ich spüre Reis. Anscheinend kein Thema. Darum, wenn wir es zumachen und wegschneiden. Wenn es nachher aber zurückwächst, ist mir das auch gleich. Weil dann ist es zu und dann, wenn es zurückwächst, wächst durch den Haken durch und gibt Futter. Wobei, da kommen dann öffentliche WCs an und dort hinten ist die Kompostanlage. Und da unten gibt es eine Kompogasanlage. Now I'm just trying to remind you these times aren't forever and your pieces will find and put it back. Früher. Betan am Berg liegt steht der schwarz-weisse Geiss. Ha! Ja, der Hagebutten ist schon fast weg. Ganze Haufen hat es gegeben und der Odin genießt es. So ist es. Ja, jetzt geht es darum, etwas zu bauen, das verhebt. So, Hagebutter ist freigeschnitten. Das heisst, der Draht ist jetzt auch frei. Da kann ich jetzt zumachen, richtig. Wenn ich genau anschaue, sehe ich, ich habe noch ein Stahl an vom Hagebutter. Wirklich bewusst auch, weil ja, das darf wieder wachsen.
Dann habe ich gesagt, ich will es nicht. Ich habe nur gesagt, ich muss ankommen, um einen richtigen Hag zu bauen. Und ja, Geissen, wie andere Tiere auch, hauptsächlich Geissen, tun doch gern dran knabbern. Also soll es wachsen. Together, but for now, here's something to help you get through. Cause singing makes it better, oh yeah. That's right, singing makes it better when you've got a broken heart. And singing makes it better when everything's falling apart. Well, if you got the blues, just bust out a tune. Cause singing makes it better, oh yeah. Bin ich am toten Bäume schneiden, wo rumliegen. Das zum Beispiel habe ich gestern alles beschnitten zwischendurch. Und ja, das Holz kann ich zum Feuer brauchen oder für Kompost oder einfach liegen lassen für was auch immer. Und Benny-Säcke wie immer. Aber jetzt nehme ich es zum Hag bauen. When you've got the good juju, share it around. Just pick a little. Jetzt ist Freya bei Jacks Garten, muss man schauen. Eigentlich ist sie nur ihr Gebiet kennenlernen. Und das ist schon gut. Das darf sie ja auch. Langfristig sollte sie ein bisschen mehr rumlaufen. Gell, Freya? Du bist da daheim, das ist der erste. Paradies ist der erste, dies die Heime. Tune, you can sing it out loud. Da habe ich ihre Rolle Hag, die ich sonst noch immer zusammengerollt habe. Ja, von dem nehme ich jetzt ein Stück, um weiter zu machen. Wieder mal an dieser Bushaltestelle. Es ist Samstag am Morgen hier. Ich bin auf dem Weg auf Fisch und dann weiter ins Basel am Weihnachtsmarkt. Ja, da freue ich mich mega. Auch natürlich zum Jahre gesehen, meine Tochter. Und ja, einfach mal ein bisschen Abwechslung wieder nach dem Ganzen. Hauptsächlich hinter dir her sein. Egal ob Geissen oder Schaf oder was auch immer. Also die halten mich alle ganz schön auf Trab. Ja. Aber es ist trotzdem mega herzig und ja, man baut schon langsam eine Beziehung mit ihnen auf. Und das ist auch schön, wirklich. Also, ja. Auch wenn es ab und zu schlimmer als ein Sack Flöhe zum Hüten sind. Ja, also, und gestern Freitag, habe ich gar keine Zeit zum Video machen. Ich bin noch zu Nahtenschuh auf der Post und dort habe ich noch das Buch abgeholt. Ja, das Buch vom Mund. Spreading that love is so easy to do. And singing makes it better, oh yeah. I said singing makes it better when you've got a broken heart and singing. Ja, also Freya hat sich noch nicht entschieden zum Heimkommen, aber sie ist noch da. Ja, ich habe jetzt heute Morgen zugemacht. Es ist jetzt Mittag, Samstagmittag, ca. 1 oder so. Ja, jetzt tue ich sitzen und beobachte. Hier drin hat es, glaube ich, eingesehen, dass es zu ist. Also wir sind vorher spazieren miteinander, Freya suchen. Einen grossen Spaziergang gemacht. Fena ist super daheim geblieben. Ich glaube, er ist nicht da. Ja! Jetzt mal beobachten. Makes it better when everything's falling apart. Well, if you got the blues, just bust down a tune. 'Cause singing makes it better, oh yeah. That's right. Ja, also, das habt ihr noch nie gesehen. Das ist eine Karte. Satellitbild von Triest. Also, das heisst, da wohnen wir. Da ist die Brauerei, da ist Pura Vida. Da ist Schweizer Häusli, da ist der Stall. Das da ist Klanghang. Also da oben ist, da ist Klanghang. Da ist Jacks Garten. Das will ich euch noch benennen irgendwann. Da ist Food Force One. Da ist der McHügel. Da ist der McHügel. Und das alles. Das alles bis da oben ist Paradies in Triest.
Ja, wieso zeige ich euch das ausgerechnet jetzt? Ja, weil jetzt ist Freya irgendwo da und seit kurzem ist der Odin da ausgebrochen, also wirklich gewaltvoll ausgebrochen hinten raus. Muss wahrscheinlich in den Kompostbereich runtergehen, da gibt es einen Kompostpark und einen Tierpark. Da runtergehen sie oder kumpelt natürlich. Und ja, jetzt ist er irgendwo da unterwegs. Jetzt gibt es nur noch eins, Vertrauen. Es kommt, so wie es aussieht, kommt es schneien. Und ja, Fena, die Fena nimmt es gechillt. Also müssen wir es gechillt nehmen und vertrauen, dass der Odin Freya findet und Freya und Odin dann nachher nach Hause kommen. So ist es. Und sonst, sage den Gruß. Singing makes it better. I said singing makes it better. Well, singing makes it better. Even in this crazy weather. Yeah, singing makes it better. I said singing makes it better. Well, singing makes it better. Oh yeah. Goat, goat, goat. 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 Es ist Sonntagmorgen. Es hat nicht geschneit. Dafür regnet es nonstop. Es ist nass, grusig. Odin und Freya sind trotzdem nicht heimgekommen. Sie sind unterwegs. Ja, gestern haben sie wirklich, also der Odin hat am Schluss wirklich noch die Tiere kaputt gemacht. Ja, Schokibauch. Ja, singing makes it better for you. Ich würde gerne ein bisschen reflektieren. Ich habe nicht gemerkt. Auf jeden Fall, das Anstrengendste die Woche waren die Emotionen. Also ich nehme mir schwer vor, nicht mehr hässlich werden wegen Sachen, sondern das so hinzunehmen, wie es ist. Wenn es an mir selber liegt, kann ich es verbessern. Und sonst muss ich es hinnehmen, wie es ist. Und einfach im Fluss laufen lassen. Und ja. Weil bei allem, was passiert ist die Woche, am anstrengendsten war die emotionale. Das Körperliche, das schaffen wir. Besser werden, das schaffen wir. Aber schlechte Emotionen, das kostet Energie. Das ist meine Reflexion. Ja, der Sonntag ist noch nicht fertig. Oh, und Lou, ich weiss, du bist am Warten auf etwas, gell? Weil ich habe gesagt, du kommst noch mal vor in dem Video. Ja, hey, es kommt noch. Schau mal, da kommen schon die ersten Rhabarberen. Sehen die eigentlich die Ähnlichkeit? Hä? Da der Mittelpunkt, das Wasser, Water, an einem Fluss entlang, umsingelt von Gardens, von Garten. Und ein Gartenmuseum wird es auch sein, weil wir werden da pro Speziaras Gemüsesorten anpflanzen. Und ja, der Waterloo ist das Zentrum. Und da, unser Wasserfall, unsere Ausgangslage für die ganze Berieselungssystem von den Gemüsehängen heisst ab sofort Waterloo. Das ist unsere Waterloo-Station. Gell, Lou? Jetzt hat sich's Warten gelohnt, Lou. Endlich. Die Ähnlichkeit ist da, der Nutzen ist da, das Wortspiel ist da, alles klar. Lou, du bist für immer da oben. Waterloo! Letzten Sonntag haben wir Besuch bekommen. Letzten Sonntag sind ja
Claudia, Sophie und ich sind schnell im Tal gewesen, etwas aus dem Auto rausholen, das letzte Zeug. Sind wir raufgekommen, dann hat es 2 wildfremde Menschen auf unserer Terrasse gehabt, mit meinem Vater am Schwätzen. Sophia schon, was ist das? Wer ist das? Und dann ist das prompt die jüngste Tochter von der Familie Hutter. Das ist die letzte Familie, also sie ist die letzte Tochter die da oben gewohnt hat vor sehr vielen Jahren. Sie hat erzählt, wie sie im Mund jeden Tag in die Schule gegangen ist. Und sie hat gesagt, da oben sei ein Paradies gewesen. Ja! Und Claudia hat ja ihr Buch bekommen und dort hat sie erzählt von der Familie Hutter. Da geht es um den Namen Hutter. Ihr erinnert euch, Hutter, das sind die letzten, die hier gewirtschaftet haben, die letzte Familie, die da war. Und das ist ganz interessant, weil der Name Hutter kommt von Huter, Hüter. Genau, also das ist eigentlich, da steht, ein Huter ist einer, der Weiden, Äcker, Weinberge, Matten, Wälder und Wasserleitungen in Obhut nimmt, also hütet. Gegen ein kleines Entgelt wacht er darüber, dass Tiere nicht fremdes Eigentum betreten oder Unbefugte nicht Wild, Obst oder Holz freveln. Genau. Und ja, es sind immer schon Hüter da oben gewesen. Und wir, vom Anfang an, haben das Gefühl gehabt, wir sind da oben zum Hüten. Und der Kreis, das schließt sich immer wie mehr. Und wir freuen uns, dass wir jetzt Familie Hutter haben schon kennenlernen dürfen. Und wir immer mehr Geschichte und Claudia, ja, und sowieso und überhaupt, wir freuen uns. Auch wenn da die noch Freya irgendwo unterwegs sind, wir wissen, sie sind da, kommt doch rein. Es ist aber alles ein bisschen versteckt in den Texten, man muss sich wirklich damit befassen, aber das eine oder andere habe ich schon gefunden. Und jetzt zeige ich euch gerade etwas Spannendes. Und zwar, da geht es um Trieste, also um die verschiedenen Weiler, die es hat. Und Trieste haben wir jetzt herausgefunden, jemand hat einmal gesagt, es haben noch verschiedene Namen gehabt, Trieste sind noch unterteilt worden. Wir selber haben nie etwas gefunden, gell? Auf der Karte, aber jetzt in dem Buch innen ist unterteilt in Cremisch Trieste, Gleisisch Trieste und eben in Hürtisch Trieste. Und da, wenn man ganz nachkommt, sieht man das wunderbar herzige Häuschen da. Da steht, das kleine reizvolle Häuschen enthält keine Inschrift. Da die Decke deutlich geneigt ist, muss es ein hohes Alter haben. Die Frage ist, ob es aus dem 16. Jahrhundert ist. Nebendran sehen wir noch das andere Bild. Das ist Pura Vida. Pura Vida, genau. Und da haben wir ja auch schon euch gezeigt, was drinnen steht an der Decke. Also in der Binnenwest steht eben, dieses Haus hat gebaut Johann Hutter mit seiner Frau Josefina Schmitter. Und in der Mittelbinne steht, Gott bewahre dieses Haus vor allem Unglück aus dem 1913. Genau, und da sind ihre Zeichen noch drin. Also viele von diesen älteren Häuschen haben eben an der Binne, an der Decke oder sonst irgendwo haben noch Inschriften, Jahreszahl oder sonstige Sachen auch dürfen. Unseren aber nicht. Und wahrscheinlich ist es in dem Fall aus dieser Zeit, bevor man angefangen hat, das zu machen. Also, Kurzfassung, wir wohnen in einem Haus, das zum ersten Mal im 16. Jahrhundert vermutlich gebaut worden ist. Auf Land, wo schon immer Landhüter wohnen und wir machen nichts anderes. Ja. Und ich erzähle euch jetzt noch ein Geschichtchen. Nein, ich will noch eine Jahreszahl sagen. Ah, Jahreszahl. Ja, also auf dem Land ist Hutter ist da zum ersten Mal erwähnt 1477. 1477, das erste Mal Hutters da oben in Dresden. Letzten Sonntag ist die jüngste Tochter von Hutter da oben. Von Hutter. Von Hutter da oben. Everything you see. Die Woche war tierisch streng. Ja, kann man so sagen. Ja. Wir sind null fertig. Es ist Sonntagmittag. Wir tun heute uns vertiefen, weil das Wetter ist auch nicht schön, in Bücher und in Aufzüge und im Videoschneiden. Und ja, einfach ein Sonntag. Einfach Sonntag. He? Ja. Danke fürs Schauen. Freut euch auf nächste Woche. Wir sind gespannt, ob Odin und Freya wieder kommen und wie es das wieder abgeht und so. Und ja, danke fürs Liken.
Kommentare abgeben vielleicht. Oder wenn ihr denkt, oder sonst noch irgendetwas wisst oder Tipps oder irgendetwas habt, betreffend Geiseleinfang oder was auch immer. Wir sind froh um alles, oder? Ja, dann kommentieren und vor allem abonnieren. Und hey, neue, den stylen, den unsere Videos teilen, erzählen den Leuten, dass es uns gibt. Und so helfen ihr uns wachsen. Gute Woche miteinander. Tschüss! Tschüss zusammen. We're all free. Arcadia.